Die Abenteuer von Kingdom Hearts Final Mix sind endgültig vorbei. Ja, in der letzten Folge haben wir da noch alles gemacht, 100%, alles abgeschlossen und jetzt geht's weiter in der Serie, sage ich mal so schön, mit Kingdom Hearts Re Chain of Memories. Ja, es fehlen immer noch 4 Spiele, aber nachdem wir also noch ein bisschen was vor uns und noch so ein kleiner Hinweis von mir so nebenbei, wegen 100% und so und ja, ich sag's mal so, haben wir das noch ein bisschen überlegt. Und mich interessieren dabei ja vor allem die Hauptspiele, sprich Kingdom Hearts 1, 2 und 3, dass er die jeweils ziemlich komplett mache und auch mit dem Schwierigkeitsgrad, der ein bisschen angemessen ist und so und das Ganze auch genieße. Die anderen Spiele, sag jetzt mal die, bös gesagt, die Zwischenspiele, die will ich dann doch eher, ja, nicht gerade unbedingt durchwaschen, schon genießen, aber auch nicht gerade so sehr vertiefen. Deswegen, weil es eine Option gibt hier mit Schwierigkeitsgrad und so, dann alles auf einfach und eben auch nicht 100% und so, sondern einfach schön gemütlich durchzocken, aber ohne halt zu stressen. Egal in welcher Form. So, genug dazu. Region of Memories, los geht's. Ich glaube, das werden wir noch öfters sehen. Tja, Kingdom Hearts, Chain of Memories. Ja, wir sehen schon, da fliegen ein paar Karten durch den Screen. Angeblich, so wie ich es mitbekommen habe, basiert das ganze Spiel auf Karten. Also eigentlich mehr oder weniger ein Kartenspiel. Yu-Gi-Oh! Lässt grüßen. Mal schauen, wa? Genau, hier. Ein Inhaltsspieler, ja, Anfänger, da hat es keinen Bock, da irgendwie Operationen kann man anlassen. Anfänger an, genau so soll es sein. Schön gemütlich durchspielen. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ist ja auch von Disney, oder?
Das war eine interessante Zusammenfassung. Vor allem mit dem Unbekannten noch als Secret-Boss, hä? Ein Hund mit einem Brief, schnell, wir müssen hinterher! Ach, schön nochmal das Ende von Kingdom Hearts Final Mix. Along the road ahead lies something you need. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Schon wieder. Ach ja, AOT2 ist auch installiert. Dankeschön. Was zum Henker? Was ist das für ein Intro? Was ist los hier mit dem Spiel? Wie kommen wir überhaupt hierher? Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we're gonna find the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? 'Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Yup, guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Jiminy. You don't mean that. Yep, I had it too. I had the exact same feeling. Gorge, maybe it's contagious. No, something's screwy. We gotta go take a look. All right, Where are you going? that way, to the door. Are you scared? Don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! That's it. Who are you? Yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! Come on. Blizzard! Fire! Why isn't it working?
I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him, Huh? What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Come on. Let's go. Natürlich. Ist klar. Ist ja auch die erste Handlung, die ich auch machen würde. Wenn ich so ein seltsames Schloss betrete, ich habe meine Fähigkeiten, alles verloren. Und dann taucht dieser Typ auf und geht in den Sammelkarten und sagt, ja, finde um verliere oder verliere um finde. Und ganz ehrlich, ich würde glaube eher aus dem Schloss abhauen. Alter, die Erklärung dafür. Du hast alle deine früheren Fähigkeiten und Magie hast du alles verlernt. Ja gut. So, momentan nur eine Karte. Ja, ich merk's. Dankeschön. Stadt Travers. Ja, und jetzt? Jetzt sehen wir da Lien und Kokage. Abgesehen davon, habe ich jetzt irgendwie einen Knick im Gedächtnis oder hat so eine andere Stimme? Die habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich weiß nicht mal, zwar ein Mix ist schon über einen Monat her, aber so schnell ist mein Gedächtnis jetzt auch wieder nicht. Wir sind hier falsch. Ja. Und nein. Hä? Der Stadt Travers, ja schon, aber hä? Die Gasse kann ich auch nicht. Was ist los? Oh, nicht du schon wieder. Das ist nicht Realität. Du in dem Fall auch nicht. Diese Stadt ist eine Illusion, die deiner Erinnerung dieser Karte entstammt. Wie bitte? Vergiss das jetzt, Sora! Donald und Goofy sind weg! Um Gottes Willen, ey. Stimmt, warte mal, als wir das erste Mal hier waren in Traverse, waren sie noch gar nicht bei uns. Donald? Goofy? Hey, wo seid ihr? Also, finde um verliere war in diesem Sinne, beziehungsweise verliere um finde. Also wir haben es jetzt verloren, müssen jetzt wieder finden. Was ist das für ein Spielkonzept? Was hast du gemacht? Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Ja, Yu-Gi-Oh! Lässt grüßen. Beherrsche die Karten, ihre Stärke ist wieder dein. Sehe ich aus der Pharao? Bin ich nicht Atem oder sagen. Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass eine Freundin in Karten verwandelt werden. Nein, ich muss eben Karten spielen, ja super. Wenn deine Freunde also am Herzen liegen, hebe sie stets auf. Ja, Donald! Ja, und jetzt? Kann ich Donald rufen oder was? Aufgehobene Karten kommen vorne in ein Kartenset. Ja, sage Yu-Gi-Oh! Spielst du sie aus, kann deine Freunde zu Hilfe geeilt. Donald, I summon you! Use Blizzard! Was? Ist er weg?
Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Natürlich, ist klar. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Und wo sind dann die Dinge, die Millenniumsgegenstände? Hilfe, wieder raus! Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Und du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Nee, natürlich nicht, die muss ja Karten spielen. Okay, sowas Stimme ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich glaube, das ist die Stimme, die in Kingdom Hearts 3 und glaube sogar im 2 auch hat, aber da ist er auch ein bisschen älter. Ich meine, jetzt sieht er gleich aus wie bei Kingdom Hearts 1, das macht keinen Sinn. Denke zuerst selbst nach, bewegen, dann Karten ausspielen. Ja, ist cool. Komm, muss Nachkarten. Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst. Verliere dabei aber nie deinen Gegner aus den Augen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Oh nö! Alter, du gehst mir schon damals auf den Sack. Gut. Der Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Oh nö, gerade die Hoffnung, dass wir nach dem Final Mixkampf gegen ihn, der mich echt Nerven gekostet hat, sie nie mehr sehen muss. Jetzt muss ich sogar wieder gegen ihn fighten. Da brauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Na, schöne Scheiße. Aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind. Ich zeige dir wie. Warum hilft er uns? Eins und jetzt eins. Siehst du, du hast keine Karte mehr und somit keine Kraft. Scheiße, ohne Karten. Ich fühle mich so schwach. Willst deine Kraft zurück, musst dich konzentrieren. Wünsche die Karten zurück und voilà. Ernsthaft? Das wird der Typ voilà sagen. Karten nachstocken. Wähle schnell nachstocken an, gedrückt halten, nachstocken. Ich habe jetzt 4 Karten mehr. Willst du mich jetzt verarschen? Oh, aber es steht eine 2. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten in der Zeit zurückwünschen. Aber in jedem Mal brauchen die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus. Und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Jetzt muss ich auch noch einen auf Yummy machen und irgendwie das Schicksal beeinflussen, eine Karte zu ziehen. Super. Das heißt, das wird es gar nichts bringen, oder? Die 4 verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in 2 Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Hä? Ich kann Feind einsetzen? Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden. Ja. Touchpad. Oh! Schön. Ich kann den Feind ausspielen. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder verteidigst. Wann du angreifst und wann du verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss das nicht. Ja, wie kann ich blocken? Ich kann springen, ich kann eine Rolle machen. Super. Also, okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sag du es uns! Als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht. Danach weiß ich nichts mehr. Das hilft mir nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tagebuch muss schließlich akkurat sein. Och nö, das scheiß Tagebuch von denen. Hey Donald, wo habe ich die neuen Klamotten? Quack, ihr auch, Goofy. Jemand hat sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Plötzlich sind wir nackt. Die Karten schon wieder? Das kannst nur du selbst wissen. Oh, da gehen wir auf den Sack mit seinen Antworten. Beherrsch die Karten und banne dir deinen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Allein? Will du nicht begleiten? Das ist nicht fair, Mann. Ja, und unsere Hilfe ist so völlig aufgeschmissen. Danke, Donald. Kommst du wirklich klar? Ja, irgendwie schon.
Soll allein weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Wort eines Helden. Geh, das Rest des Schlosses Entfallens erwartet dich. Wandle auf den Pfaden der ruhenden Erinnerungen und triff jemanden, der dir nahe steht. Hä? Habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ja, ich auch. Keine Sorge, Jimmy. Ich bin auf alles vorbereitet, was am Schilde führen könnte. Das bezweifle ich stark. So schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten nur zu steigen, oder? Ja, also auch das Yu-Gi-Oh! Kartensystem zu erlernen, braucht auch ein bisschen Zeit. Ich muss doch nur eine von dieser Tür da drüben verwenden. Also theoretisch ja. Karte erhalten, Schlüssel des Anfangs. Ach du Scheibenkleister. Jureas Town. Ein Gebiet, wo wir noch niemals waren. Zumindest sieht so aus. Du kannst folgende Handlungen auf dem Spielfeld ausführen. Linker Stick bewegen, rechter Stick umsehen, R3-Tasten nach vorne sehen. Schlüsselschwert schwingen, Sprung, Ausweichrolle, gut, das wie immer. Die besser folgen, das war's zu zerschlagen. Was ist hier eine Karte? Hey, danke Leben! Eis. Also kann ich Eismagie einsetzen. Da waren noch... Oh, du meine Güte. Markierte Objekte können hochgehoben und geworfen werden. Hä, die Herzlosen gibt's noch? Aber wir haben doch... Das Tor doch geschlossen. Doch ernsthaft. Natürlich. Ja, der Scheiß. Wie Heal? Oh, scheiße, so Heal. Wird aus Versehen eingesetzt. Oh, das mit den Karten wird mich noch ein bisschen Nerven kosten. Harmlose Dunkelheit, ja, von wegen. Das Problem mit den Karten ist, wenn ich natürlich angreife, bzw. einen Angriff spamme, dann gucke ich nicht darauf, welche Karte ich gerade einsetze. Beim Spammen halt. Was für eine Raumkarte? Ja, hab ich ja. Ja. Sortier nehmen? Eins oder höher aufgeht, okay. Karten haben einen Wert zwischen 0 und 9. Ja, 0 ist ganz toll, wa? Was Karten mit den 0-Karten sind besondere Karten, die alle Bedingungen erfüllen, natürlich. Die Karten ohne einen Wert sind Schlüsselkarten. Oh, Schlüsselkarten können nur bei ganz bestimmten Türen verwendet werden. Ja, statt den Schlüsselkeys gibt es also Schlüsselkarten, ja super. Beziehungsweise Schlüsselkeys, eine Schlüsselschwerter meine ich halt. Das sich drehende Licht vor Sora ist ein Speicherpunkt. Wow. Die wären nie gekommen. Verschnaufpause. Oh, schade. Da sind ein paar Karten. Achso, und das ist also die Tür wieder zurück oder was? Ach du Scheibenkleist. Ja gut. Freunde, ich würde mal sagen, das war's mit dem ersten Part zu Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Bislang sieht es sehr, sehr creepy aus und vor allem, ich sehe noch nicht ganz den Sinn des Spiels. Also haben sie es einfach gemacht, also gibt es Chain of Memories aber quasi, weil man sich gesagt hat, hey, wir müssen noch einen kleinen Handlungsstrang erklären zwischen Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2. Deswegen das Spiel und die Story wäre zwar mehr oder weniger das gleiche, aber nee, da machen wir irgendwie etwas mit Erinnerungen so mäßig und damit es das gleiche Kampfsystem ist, machen wir einfach Karten rein. Irgendwie so kommt es sogar aktuell vor. Aber wir werden mal sehen, wie es so weitergeht und mit den Karten wird sowieso noch lustig. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.